Herzlich willkommen beim ersten deutschen Richtergespräch. Hier sitzen wir auf der Terrasse in einer ganz tolle Runde bei Stadt Dungsdorf. Es ist ein bisschen frisch, also wenn wir gleich blau werden, ist das nicht von der Alkohol, aber von der Kälte. Hier links neben mir sitzt Hans-Jürgen Bodmer. Der ist sozusagen ein Pionier beim DFZ. Der ist seit 1989 dabei. Er ist beim FTZV und dann beim DFZ und 14 Jahre im Vorstand, 12 Jahre Vorsitzender Region Nord, 5 Jahre Stellvertreter und die letzten 6 Jahre ist er Vorsitzender vom Allgemeinen DFZ. Der ist so richtig angefangen mit die Stute Wellmut, hat 4 Grundstuten gezüchtet, selber gezüchtet, alle von der Meierhöfen, Fimke, Femke, Nora, Ella. Stimmt, Hans-Jürgen, oder? Und Dora. Richtig. Und Dora, hier. 5 sogar. Nein, 4. 4, alles klar. Dann auch an meiner linken Seite sitzt Ralf Reinhardt. Der hat die Zucht von Greifenstolz. 8 Zuchtstuten. Und der züchtet für die perfekte Anpaarung, hat er mir erzählt. Damit er Sport und Zuchtschau Ergebnisse auch im höchsten Niveau kombinieren kann. Wir versuchen es, ja. Seine Stute Cecilia von Greifenstolz hatte letztes Jahr 90 Punkten, sorry, in der IBOB. 8,5 für Trab, Galopp und Impuls. Richtig gut. Und sie hatte sogar auch noch ein Fohlen bei Fuß, 2 Wochen davor abgesetzt. Und seine Ina von Greifenstolz muss jetzt zum Sportprädikat, so wie ich verstanden habe, Genau. oder? Ist jetzt letztes Jahr vorläufig Kron gewonnen in Hosener und muss es jetzt bestätigen. Ne? Ja, und deine Stute werden geritten von Lieke Lux. Ja, von Lieke Lux, da sind wir, wie Eine gesagt, ganz junge, talentvolle Reiterin. Richtig, Ja. sehr zufrieden. Dann sitzt hier an meiner rechter Hand die Ute Eden, ein Botschafter für den Friesen in Deutschland. Sie hat zusammen mit ihrem Partner Frieslandstern und sie haben immer selber gezüchtet, aber auch die Friesen benutzt für den Ausritten, Strandausritten, so mit 15 Friesen im Vollgalopp überm Strand, also richtig die Friesen auch gebraucht. Und von der Zucht von Romke van der Meer hat sie immer Jungpferden gekauft. Darunter hat sie die dann immer selber haben die dann selber fertig gemacht und zur Zuchtschau und haben dann auch Leistungsprüfungen gelaufen. Marike M. davon, Mona Lisa M. Und die Jeltje Hiltje ist auch eine M dann, ne? Ja. Ja, alle von Romke van der Meer. Und Jeltje war kurz in Schweden, aber zum Glück ist sie wieder Ganz in genau. Deutschland und wird wieder mit ihr gezüchtet. Und dann haben wir noch Luise Humpe. Sie ist Richterin, Inspektor beim KFPS. Seit 85 ist sie schon am Richten. Und sie hat zusammen mit einer großen Gruppe Wohngemeinschaft der Grubstal der Zucht gegründet. Und aus der Zucht kommen unter anderem Gaie 295, Schalke 397, Geeltje von der Grubstal Modell, Gaia von der Grubstal Kron, Luisa von der Grubstal Kron. Modell. Luisa Modell, genau, sorry. Ja, und noch viele mehr. Ja, also eine Bekanntheit unter uns. Eine Grande Dame. Und dann wollen wir mal mit unserer Diskussionsrunde anfangen. Und da wollte ich gern bei Hans-Jürgen anfangen, wie er dazu steht. Wir haben in Deutschland dasselbe Zuchtziel wie in den Niederlanden? Wollen wir dasselbe Pferd züchten? Wie stehst du dazu? Ja, im Großen und Ganzen unterscheidet uns das nicht im Wesentlichen. Wir haben in den vergangenen Jahren ein großes Publikum gehabt oder viele Interessenten, die doch noch etwas mehr an dem barocken Typ festgehangen haben, sage ich mal, oder den favorisiert haben. Aber nichtsdestotrotz, in letzter Zeit geht immer mehr der Trend zu dem moderneren Pferd hin. Und man sieht sie auch schon mehr im Dressursport und so weiter. Also wir vom DFZ haben das gleiche Zuchtziel wie in Holland.
Wir werden genauso beurteilt wie in Holland, die gleichen Chörmeister und so weiter und so fort. Also das unterscheidet uns nicht im Wesentlichen. Andere Meinungen dazu? Ich denke auch, dass der Geschmack sich, glaube ich, in der Breite tatsächlich auch nicht unterscheidet. Wir haben Freizeitreiter, Dressurreiter, Fahrer in Holland wie in Deutschland und letztendlich ist jeder Einzelne natürlich, hat vielleicht noch bestimmte Vorlieben, aber so unterm Strich ist das schon auch die gleiche Richtung, die wir verfolgen. Und auch das Interesse ist meiner Meinung nach genauso. Ich habe wohl, dass man viel unterwegs hört, klassischen Typ, barocker Typ. Ihr meint nicht, dass das mehr gefragt ist in Deutschland? Nein, also ich denke nicht. Sicherlich gibt es nach wie vor, speziell auch bei den Fahrern, sage ich mal, die Vorliebe zum etwas kräftigeren, zum barocken Typ. Viel Mähne, die ist nach wie vor in Deutschland gefragt. Das ist sehr arbeitsintensiv, um das immer alles schick zu halten. Hat natürlich auch seinen Glanz, so ein Pferd, wenn man das vorm Wagen hat. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wendet sich das im Moment auch so ein bisschen, das ganze Kaufverhalten. Die Leute, die gehen mittlerweile auch mit Friesen auf Turniere, wo sich vor Jahren kaum welche hingetraut haben. Das muss man wirklich sagen. Ja. Denn sie müssen hier ja immer gegen sämtliche Warmblüter gegen anreiten. Es ist ja das Einzigste, was wir so als Sprungbrett nochmal vom Verband aus gemacht haben. Das waren diese Barockturniere, wo wir dann Friesen Cup und Ähnliches in die Wege gebracht haben. Da sind natürlich Friesen unter sich, sage ich mal, mittlerweile. Aber auf ganz normalen FN-Turnieren müssen die sich nach wie vor mit anderen messen und es auch zum Teil mit großem Erfolg, muss man wirklich sagen. Also das Problem sind sicherlich nicht die Pferde. Das Problem, was ich darin sehe, ist immer die Kombinationen zu bekommen. Die guten Reiter auf die guten Pferde. Es gibt sicherlich gute Pferde genug, aber die dann auch nicht so gefördert werden und ja, das ist vielleicht noch eine Aufgabe für die Zukunft, dass wir die richtigen Paarungen zusammenbekommen. Ja, und ich sehe dann auf die Keuringen auch immer mehr E-Bobs. Als früher war das eigentlich nicht viel und jetzt geht es in Deutschland auch viel mehr E-Bob. Und ich denke, das kommt ein bisschen später als in Holland vielleicht, die Entwicklung nach Sport, aber das wird erfolgreich sein, denke ich, in Zukunft. Ja, ich glaube, ich füge mich mit ein in diese Runde. Ich glaube, dass das Zuchtziel nicht wesentlich unterschiedlich ist. Man darf das vielleicht nicht zu krass sehen. Der Rassetyp des Riesenpferdes wird ja nach wie vor erhalten. Das steht ja auch im Zuchtziel drin. Nicht nur Gesundheit, Vitalität, sondern auch der Rassetyp wird bewertet bei einer Körung, bei einer Aufnahme im Stammbuch, zum Beispiel der Rassetyp, das, was man eigentlich haben will. Und man muss da wirklich von ausgehen, dass wir da die gleichen Ziele haben. Ja, das wird auch in Zukunft nach wie vor so sein. Das ist ja, wie gesagt, ein Rassemerkmal und das soll auch so bleiben. Ne? Ich will das nicht so runterbrechen auf dieses klassische, barocke, schwere und das leichte. Ich glaube, das gibt es nicht. Man kann sich auch die Hengste angucken, die gekürt werden. Da wird auch darauf geachtet, dass die Rassetyp haben, dass die Mähne haben, dass die sich ordentlich bewegen. Das sind also nicht immer gleich mit Warmblutpferden zu vergleichen. Also der Friese bleibt immer noch der Friese. Ich finde, das wird auch ganz gut vom KfPS auch gerichtet und auch bewertet. Also ich glaube schon, dass man das zusammen sehen muss. Mhm. Ute, Charakter zum Friesenpferd. Was benötigen wir für Charakter für den Freizeitreiter? Brauchen wir einen anderen Charakter für den Sportreiter? Gibt es da Unterschiede? Ich denke nicht. Also, ich unterscheide da auch eher noch, was ist der Charakter und was ist so der Arbeitswille oder das Temperament. Der Charakter muss immer gut sein. Das ist egal, ob es ein Sportpferd
Pferd ist oder fürs Turnier genutzt wird oder ob ich es für den Freizeitbereich brauche. Charakter muss immer gut sein. Man muss das Pferd gut handeln können. Das muss gut stehen beim Putzen. Das muss sich verladen lassen. Das muss dem Menschen gegenüber wohlgesonnen sein. Und das, denke ich, das ist in allen Sparten so. Und natürlich sucht sich vielleicht ein Sportreiter noch ein bisschen mehr Sensibilität, ein bisschen mehr Rittigkeit raus, wo ein Freizeitreiter sagt, er braucht das nicht, er möchte vielleicht lieber spazieren reiten, die Freizeit damit gestalten als Familienpferd. Dann ist vielleicht ein sehr sensibles Pferd mit ein bisschen mehr Temperament nicht das Richtige. Der Charakter sollte aber immer gut sein. Und ich denke, das haben wir auch total gut verankert beim Friesen. Ja, ich glaube auch, das ist ein wichtiger Baustein, ne, fürs Friesenpferd, die Charakterfrage. Ne, dass der Charakter eben da ist und dass man auch den Charakter erhält beim Friesenpferd, gerade was die Zucht angeht. Ne? Das wird ja auch bewertet, soweit ich weiß, bei den Hengsten. Ja. Ne? Stalleigenschaften, Stallcharakter, Stallverhalten, wie sich damals, geht ja glaube ich auch mit rein, ne, in die Bewertung, ne, von den Hengsten und das ist ja ausschlaggebend dafür. Also ich finde, der Friesencharakter ist ganz wichtig. Das ist das eigentlich, warum wir den Friesen auch so lieben. Das ist das, warum er so beliebt ist bei der ganzen Familie. Und das müssen wir auf jeden Fall halten. Das sehe ich auch ein bisschen als Aufgabe für die Zukunft der Zucht vielleicht. Meinst du dann, dass es jetzt mit der Zeit ein bisschen geändert ist, das Charakter? Ich glaube nicht, dass es geändert ist. Ich glaube, dass wir aber immer daran arbeiten müssen, diesen Charakter zu erhalten. Dieses ursprüngliche Friesenpferd. Dass sich das im Allgemeinen verändern wird. Vom Bau, von der Größe. Wir haben ja gesehen, welche Unterschiede es gab in den letzten Jahren, alleine von der Größe. Ich glaube, wenn man vor 15, 20 Jahren gesagt hätte, die Friesen sind irgendwo bei 1,70 mal, oder 1,69, hätte man gesagt, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Ne? Aber wir sind ja immer in der Veränderung, das wäre auch schlimm. Stillstand würde immer negativ sein, finde ich. Ja? Aber man muss natürlich wichtige Sachen beachten und da gehört der Charakter zu. Der Charakter ist ganz wichtig fürs Friesenpferd. Denn ich glaube, jeder, der mit Friesen zu tun hat, der liebt ja diesen Charakter, dieses Familienpferd. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, das zu erhalten. Ne? Wird eine Aufgabe für die Zukunft sein. Ja, ich denke, in Zukunft kann man noch mehr wissen, ne, von dem Charakter, weil wir haben dann Zuverlässigkeit natürlich, Trainierbarkeit, Ja. Einsatz und Ausdauer. Ne? Das sind die Hauptmerkmale, die wir dann bei den jungen Hengsten beobachten. Und dann kann man immer wieder wählen, wenn man ein sehr zuverlässiges Pferd hat, aber vielleicht nicht so viel Ausdauer hat, ja, das kann. Ne? Wenn man ein Familienpferd hat, wo man ein bisschen rekreativ arbeitet, aber wenn man ein Pferd hat mit viel Einsatz und wenn man ein Pferd zum hohen Niveau wachsen möchte, dann braucht man 7 Jahre, ne? Vorher das hohe Niveau da ist. Ja, dann muss natürlich die Ausdauer, Zuverlässigkeit, maar auch Durchlässigkeit natürlich ist dann wichtig geworden. Und man kann immer wählen, welche Hengst dabei passt. Finde ich zum Beispiel unheimlich wichtig. Die Datenbank vom KfBS ist so umfangreich, auch was die Charaktereigenschaften angeht, was die Sporteigenschaften angeht. Die sind alle daraufhin getestet, die sind alle nachweislich beschriftet. Das heißt, man kann da genau reingucken. Das finde ich, da kann man schon in der Zucht, heißt ja nicht nur vermehren, Zucht heißt ja zu verbessern, versuchen zu verbessern. Und da gebe ich Luise recht, das kann man natürlich wählen. Ne? Wenn einer jetzt ein sportliches Pferd haben will, mit mehr Ausdauer, mit mehr sportlicher Veranlagung, dann kann man das schon versuchen zu züchten. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Ja, und auch Peter Spahn, die hat dann in Holland, in Fokkers Café, war er da. Und die hat auch gesagt, man irrt sich ein bisschen, weil das Pferd, das ist eins, aber der Reiter, die muss dann die guten Dinge machen, um ein Pferd weiterzubringen. Und nicht, dass man denkt, oh, das ist das Pferd, das erreicht. Nein, das ist immer der Reiter, die das umhoch Das ist das, was ich eben auch sagte, die richtige Paarung zusammenzuführen. Ein Pferd, was übermäßige Leistungen erbringen kann, muss auch einen speziellen guten Reiter oder eine Reiterin haben, um das weiter zu fördern. Und das ist hier in der Vergangenheit immer das ganz große Problem gewesen. Die richtig guten Reiter, die saßen überwiegend auf die Hannoveraner. Es war auch schwierig, wenn wir mal Reiterinnen gesucht haben für die Pferde. Hannoveraner und dann waren die fertig. Das ging reibungsloser auf den Turnieren und so weiter. Aber da scheint auch so ein bisschen eine Wende reinzukommen, denke ich mal. Dass man das Friesenpferd jetzt nicht nur, weil es als Sportpferd anerkannt ist mittlerweile, was auch gut ist, sondern man sieht es auch vermehrt jetzt auf anderen Turnieren und
Ja. Es gewinnt an Stellenwert, möchte ich mal so sagen. Ist ja auch gut so, ne? Das ist auch etwas, was du in deine Zucht jetzt mitnimmst, wo du selber doll drauf achtest oder der Charakter? Das ist ganz wichtig, der Charakter. Aber wie gesagt, so ganz schlechte Erfahrungen mit schlechtere Charaktereigenschaften haben wir so direkt eigentlich beim Friesen noch nicht lange gehabt. nicht, ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich gibt es mal Jungstuten, die beim ersten Mal ein bisschen nichts mit sich anfangen können, aber das gibt es auch in anderen Rassen. Und das würde ich jetzt nicht als schlechten Charakter oder so bezeichnen. Die waren einfach mal überfordert, aber ansonsten achten wir schon drauf. Und was ich auch für ganz wichtig halte, dass die Pferde arbeitswillig sind. Was nützen diese, ihr sagt ja in Holland, die rekreativen, also Freizeitreiterpferde? Sicher, die sollen schön sein, aber die sollen lieb sein. Aber sie müssen auch selbstständig arbeiten. Leistungsbereit sein. Also ja, hast du ein auch Pferd, mit was man deiner nur Ausbildung. treiben muss, ist Ja. schwierig. sag ich Ja, mal. Ute hat das ja selber erlebt mit Ausritten, die lange dauern, Pferde, die oft laufen müssen. Ja, wir haben ja letztendlich fast alle unsere Pferde, die wir später für die Ausritte eingesetzt haben, selber ausgebildet. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Da gibt es Einzelne, die ganz einfach in der Ausbildung sind, die alles gerne mitmachen, die nicht zu sensibel sind. Und dann gibt es natürlich auch Pferde, die einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und die sollte man denen auch geben. Also nicht jedes junge Pferd ist vielleicht mit allem Neuen immer gleich vertraut und macht es so mit, sondern man muss auch die Pferde, wenn sie dann am Anfang noch ein bisschen sensibel sind, auch nach und nach einfach so ein bisschen darauf vorbereiten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass letztendlich jedes Pferd, auch wenn es am Anfang ein bisschen kribbeliger war oder ein bisschen schwieriger war, letztendlich doch nachher super mitlaufen konnte bei uns. Und wir hatten schon auch gute Reiter, aber um sowas laufen zu können, müssen die Pferde ja auch sicher sein, auch im Straßenverkehr. Und das hat letztendlich mit jedem immer geklappt. Also vielleicht auch ein bisschen an die Ausbildung denken und auch die Zeit den Pferden lassen, damit sie auch reinwachsen können. Ich finde auch die Ausbildung, ich nehme das jetzt mal auf, ich finde die Ausbildung ist auch ganz wichtig, die viele vielleicht vernachlässigen oder oberflächlich gestalten. Ich glaube, die Ausbildung ist ganz wichtig für jeden Menschen, für jedes Pferd, für jedes Tier. Die Ausbildung ist ganz wichtig und manche werden eben, wie wir immer sagen, schnell besohlt. Manche geben den Pferden noch nicht genug Zeit. Ja, das muss ja wachsen mit seinen Aufgaben, muss individuell auf das Pferd abgestimmt sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann kann es schon mal passieren, habe ich im Bekanntenkreis auch gehabt, dass eben Pferde schnell ausgebildet werden. Dann setzt man einen Reiter auf, der nicht so sicher ist. Und dann sagt man, okay, wo ist jetzt der Charakter vom Friesenpferd? Ich bin da runtergefallen. Warum? Wieso? Na, also ich glaube mal, das gehört auch dazu, dass man die Ausbildung nicht vernachlässigt. Und ich kenne viele, die das eben schnell machen wollen. Und Ausbildung kostet Zeit. Ja. Ja, Ausbildung kostet Zeit. Ja, die Ausbildung fängt Muss natürlich an bei einem Fohlen schon. Ne? Und es gibt noch immer Leute, die denken, ja, 3 Jahre nichts machen und dann, ja, das ist schade, ne? Weil es fängt eigentlich direkt an. Direkt, ja. Ja, und eben einmal von meiner Seite, ich darf ja nicht mitdiskutieren, aber dass jetzt das KFPS das eingestellt hat und DFZ, dass die Fohlen am Halfter laufen müssen, an der Stute auf eine Zuchtschau. Meint ihr, das ist auch jetzt eine Verbesserung? Ja, für die meisten Fohlen denke ich. Es gibt noch immer Fohlen, die das nicht so lieb haben, aber ich denke, das ist, im Allgemeinen finden wir es sehr wichtig, dass alles in Ruhe geht. Noch mehr als früher. Früher war es doch ein Showparty, kletz, kletz, mit den Zweep, wie sagt man das? Peitsche. Und jetzt haben wir auch im Friso, im holländischen Friso, ein Artikel, haben wir gesagt, alles in Ruhe und natürliche Gänge, das wird es in Zukunft auch, weil die Leute, wie sagt man das, Welzijn. Tierschutz? Welzijn, Paardenwelzijn. Tierwohl. Tierwohl. Zum Tierwohl. Danke. Ja, zum Tierwohl muss das auch so sein, weil jeder guckt mit und man denkt, dass es nicht gesund und nicht freundlich ist, wenn man das so viel Druck gibt. So, das wird doch in Zukunft natürlicher
mehr natürliche Gänge und freundlicher. Schön. Wir haben zum Beispiel am 30., also vor 14 Tagen, haben wir unser Fohlen bekommen, zweites Stutfohlen bekommen dieses Jahr. Und meine Frau schon am Halftern. Meine Frau versucht zu halftern, wir versuchen schon raus am Strick zu führen. Ja. Geht manchmal nicht immer, ne? Jedes Pferd ist unterschiedlich. Ne, geht auch nicht jeden Tag immer gut, aber man versucht natürlich schon früh mit den Pferden zu arbeiten. Ne? Ja. Umso einfacher ist es. Bei uns müssen die am 3. Tag am Halfter mit der Stute zur Weide. Das ist ganz normal. Und Halfter rauf, runter. Aber ich gebe dir recht, bei den einen, die halten den Kopf hin und die anderen, da brauchst du dann auch noch mal ein bisschen Hilfe, dass sie nicht nur um die Mutter rummachen. Ja, Das ist eben so. glücklich sind sie nicht alle. wir müssen weiter. Ja. Okay. Wir müssen. Momentan wird der Fokus auf eine unverwandte Zucht gelegt. Wie wichtig ist das, meint ihr? Ralf? Sehr wichtig. Oh, Achso, sorry. entschuldige. Alles gut. Bitte. Gute? Ich finde es sehr wichtig. Natürlich, wir haben ein geschlossenes Stammbuch und wir müssen da schon gucken, dass die Verwandtschaft niedrig bleibt. Das denke ich schon. Ja, ist das so umsetzbar? Ja, ich finde es wichtig, dass gerade die unverwandten Hengste auch gute Stuten bekommen, dass einfach auch die Züchter da ein bisschen Verantwortung übernehmen, dass gute Stuten unverwandte Hengste haben, damit die Qualität auch gut bleibt und besser wird. Und wir müssen die Pferde gesund erhalten und da ist niedrige Verwandtschaft einfach wichtig. Ja, ich glaube auch, ich gebe dir recht. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, gerade was die Reinzucht ist bei den Friesen. Ja, wir sind ja doch alle irgendwo dicht beieinander. Aber ich glaube auch immer, das möchte ich nochmal anbringen, das KfPS gibt uns da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Allein durch die Datenbank des KfPS, die ist so umfangreich mit den Inzugsfaktoren, mit den Hengsten, mit den Verwandtschaftsgraden, dort wirklich mal sich reinzusetzen und dran zu gucken, zu schauen, wie geht das, welche Stute, welchen Hengst kann ich nehmen, welcher ist unverwandter, was kann ich kombinieren. Da gibt das KfPS sehr, sehr viel Datenbank, sehr, sehr viele Möglichkeiten, dort reinzugucken. Und das hat mir zum Beispiel persönlich sehr viel geholfen, ne, dass man dort reingucken kann und dann sollte man so eine Hengste, wenn es geht, auch gebrauchen. Aber ich finde immer, ein Dialog dazwischen ist immer am besten, einen Kompromiss zu finden. Jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt reiße ich das Ruder um, jetzt nehme ich nur unverwandte Hengste. Man muss versuchen, das einzubauen, ganz wichtig, aber man muss es auch versuchen, einen guten Dialog dabei zu finden, einen Kompromiss zu finden. Ziel, passen muss es genau, natürlich. richtig. Passen muss es. Ja, es ist, denke ich, ein bisschen gefährlich jetzt, weil man denkt, dann unverwandt gibt es natürlich nicht, aber weniger verwandt. Ja, weniger verwandt, genau. Es muss nicht so sein, dass die Züchter dann denken, die noch nicht so erfahren sind, ich muss nach der Hengst mit dem niedrigsten Verwandtschaft, weil das kann zum Beispiel sein, dass die sehr kleine Hufe hat und wenn deine Stute das auch hat, dann muss man das nicht machen. Sondern man muss, denke ich, versuchen unter dem Durchschnitt zu bleiben. Das ist jetzt 10,6. Ja, es ist schön, wenn wir dann Hengsten wählen, wodurch wir da ein bisschen unterbleiben. Aber ohne Kenntnisse sagen, ich gehe nach die unverwandte Hengst, auf die niedrigsten Verwandtschaft, das ist auch ein bisschen gefährlich, weil das kann nicht eine gute Paarung sein. Ja. Und dann braucht man natürlich die Wissenschaft von Datenbank. Und wenn man das nicht hat, das ist natürlich Schwierig. wichtig. Auch in Holland haben wir so Züchtergruppen. Und die diskutieren immer darüber. Im Winter hat man so Diskussionen, welche Hengste werde ich mal wählen für deine Stute. Das ist für ihn ein bisschen schwer, weil alles so weit weg ist. Aber man braucht immer, du hast das selbst vielleicht ausgefunden, oder eine Tochter oder ein Sohn, die dann helfen kann mit digitalen Informationen. So, das ist echt wichtig, um deine eigene Stute gut zu kennen und dann die Paarung dabei zu nehmen und nicht nur unverwandt. Genau. Weil das ist, Passen muss es. das ist ein Am Ende bisschen muss es eine Gefahr. passen. Ja. Es muss passen. Ja. Ich gehe grundsätzlich bei und suche erstmal die Fehler bei meiner Stute und gucke erstmal, was will ich verbessern. Und dann gucke ich erstmal, welche Hengste können das positiv beeinflussen. Natürlich immer auch den Blick auf die Inzuchtfaktoren und die Verwandtschaft. Das steht mal total außer Frage. Wobei das mit dem Verwandtschaft ist die letzten Jahre ja erst richtig
zum Tragen gekommen oder ausgewertet worden. Früher hatten wir ja nur als Hilfsmittel die Inzuchtfaktor praktisch. Ne? Und das ist natürlich ein Prozentsatz, der sich nicht ändert, der Inzuchtfaktor. Ja. Wenn ich eine Verwandtschaft nehme und ich habe einen Hengst, der niedrige Verwandtschaft hat und der dann richtig als Topper sich entwickelt und viele Kinder hat, dann hat er natürlich irgendwann auch einen höheren Verwandtschaftsgrad. Das muss man auch. Das geht Hand in Hand, ja, genau. Ja, ist so, ist so. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, man sollte da hingucken und auch, man sollte auch sich darüber im Klaren sein, was will man züchten? Will man gleich, eine Zucht ist an und für sich auch eine Sache über 2, 3 Generationen. Ja. Man muss ab und zu auch mal einen Zwischenschritt machen. Das sieht man daran, wenn man wirklich seine eigenen, die gute Nachzucht, was man selber für gut empfindet, für die Nachzucht behält, dann weiß man auch ganz genau, wenn ich einen Zwischenschritt gemacht habe, habe ich viel mehr Möglichkeiten, Hengste auszuwählen für die Besamung, die in Frage kommen. Wenn ich immer nur nach einem Topper gehe, das Feld wird immer kleiner. Ja. Ne? Ja. Oder Aber seht ihr das anders? Und nein, aber man muss dann Erfahrung haben, denke ich, um das auszufinden. Ne? Wenn man zum ersten Mal züchtet, denkt man vielleicht, oh ja, das ist der Champignon. Und dann später ist die Verwandtschaft höher, als man dachte. Ja, weil all die Leute nach den Champignon gehen. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit heute, das den Leuten auch noch ein bisschen rüberzubringen, warum und wieso. Ne, Und so macht. Fragen, ne? Ich finde es immer super, wenn man gefragt wird von Leuten, die jetzt anfangen. Wir sind ja alle mal angefangen. Fragen. Fragt die Leute, die Erfahrung haben, diskutiert, tauscht euch aus. Weil das ist, ich denke, bei uns im DFZ, jeder ist super gerne bereit, da seine Erfahrungen weiterzugeben und zu beraten. Ne? Und ich freue mich immer, wenn Leute mich ansprechen. Also das kann ich nur empfehlen, einfach mit den Leuten zu sprechen, die schon Erfahrung haben. Morgen hast du 100 E-Mails. Na, das wäre schön. Ja. Neben der Unverwandtheit und dem Charakter ist die Gesundheit ein großes Thema. Ja. Wir werden alle größer, der Mensch wird größer. Brauchen wir größere Pferde? Geht das auf die Gesundheit? Wie seht ihr das? Also ich glaube, dass das ganz einfach ist. Größere Pferde brauchen länger, um gut zu arbeiten, um gut zu werden. Sie brauchen viel länger, sie brauchen mehr Muskulatur, sie brauchen längere Zeit. Ein kleineres Pferd hat natürlich das ein bisschen leichter, aber ich glaube, wenn man das so sieht, was will man haben? Die Zucht geht ja in diese Richtung, dass sie ein bisschen größer werden. Viele Hengste sind über 1,65, die Deckhengste sind kaum noch welche tiefer. Ja, also dann glaube ich, greifen so viele Faktoren auch da rein. Das Futter und alles, was die Pferde ein bisschen größer macht, ein bisschen stabiler macht. Die Hengste gehören da, wie gesagt, dazu. Und ich glaube, dass ein kleineres Pferd an sich schneller und kompakter da ist, als ein größeres Pferd ist, ja klar. Und da muss man eben drauf gucken. Aber dass es jetzt so sehr negativ ist, weiß ich nicht, ob man das so beeinflussen kann und sagen kann. Nee, ich denke auch. Also das ist eigentlich ganz normal. Auch über die ganze Evolution, dass die Pferde größer geworden sind. Und wir sind sicherlich auch mit allem noch nicht am Ende. Und das ist, glaube ich, ein ganz normales Ding, dass sie größer werden. Natürlich ist es so, wenn ich einen 3-Jährigen von 1,70 Meter habe, dass der nicht ausbalanciert und schlaksig ist, das ist auch mal vollkommen klar. Aber das muss man auch von Pferd zu Pferd unterscheiden und eventuell muss ich so einen dann auch ein Jahr später vorstellen. Wäre meine Empfehlung für sowas. Ja, ich denke, dass Stockmaß, das auf Größe, das ist sehr hohe erbliche Grad. Hè? So, das ist das Einfachste zu erhöhen, ist der Stockgröße. Hè? Weil die Erblichkeit sehr hoch ist. Und viel schwerer ist Lenden zum Beispiel, die hat einen viel niedriger Erblichgrad. Ich denke, dass
das muss immer beim Pferd passen. Das Beinwerk muss zum Beispiel nicht zu fein werden. Ne? Wenn es sehr groß wird und sehr lange Vorderbeine gibt, dann müssen die Gelenke und Knochen und Bänder und Sehnen, die brauchen Festigkeit. Und wenn es dann zu fein wird, ist das natürlich nicht gut mehr und auch nicht durchlässig. Es kann auch Probleme geben. Es gibt auch viele Leute, die an mir fragen, 3-Jährige zum Köring. Und dann sieht man, Kniegelenk ist dann noch nicht so stark, dass es die Bewegung hat, die wir gerne sehen. Und dann braucht das Pferd natürlich noch ein Jahr und auch spezielle Arbeit, um das stärker zu machen. Ja, das ist natürlich die Frage, wissen die Leute das? Hè? Die denken natürlich, in 3 Jahren muss das Pferd dahin, aber man muss immer nach das Pferd gucken. Kann es jetzt nach die Körung? Oder man fragt einen anderen, ist das Pferd fertig dafür? Ich denke, größere Pferde brauchen ein Jahr mehr. Ja, glaube ich auch. Sehe ich auch so. Ja, die Stabilität muss einfach da sein. Ne? Fundament muss dann auch einfach ein bisschen. Es ist ja auch mehr Gewicht da, darf man ja auch nicht unterschätzen. Aber ich denke, dass wir da jetzt keine Richtung eingeschlagen haben, die jetzt irgendwie dramatisch ist. Sind schon größer die Pferde, aber ja auch nicht riesig. Vielleicht sollte man noch mal einen Dressurreiter dazu fragen. Ich meine, viele Dressurpferde, auch Friesen, auch andere Rassen, sind ja irgendwo auf dem Niveau. 1,68, 1,70. Ne? Das ist jetzt nicht, dass wir das unbedingt jetzt irgendwo ins Uferlose holen wollen, aber diese Dressurpferde zum Beispiel, ne, wenn die dann geritten werden, sind ja nicht mehr so klein. Ja, aber es ist immer in meinem Kopf, dass zum Beispiel KWPNers und andere Rassen, die fangen oft an mit Züchten. Und dann, wenn die dann 8 Jahre sind, dann gehen die in Sport. Ne? Das ist doch eine andere Manier, um mit den Pferden umzugehen. Ne? Eins muss einem wirklich auch klar sein, dass ein 3-jähriges Pferd, wenn es vorgestellt ist zur Körung, auf gar keinen Fall fertig ist. Ne? Das ist wirklich so. Ne? Nein, das ist ein Baby. Ein Baby, genau. Wie sie sagt es erzählt. Viele denken das vielleicht und sagen, okay, 3, jetzt muss es. Und dann ist es, nein, es ist wirklich ein Baby. Ja. Also, wir haben viele Pferde dann noch im Sport gehabt oder auch eine weiteren Ausbildung gehabt und die wachsen, die werden größer, die werden kompakter, ist ja klar, das gehört dazu. Also die wachsen dann immer noch, ne? Und werden dann größer. Man wundert sich manchmal, das Pferd ist eingetragen mit 3, zum Beispiel mit 1,65, 1,63 und wird dann 2 Jahre später bei einer Körung nochmal gemessen und ist dann größer. Also die Pferde wachsen nach wie vor, ne? Sind die funktionalen Merkmale bei der Exterieurbeurteilung dieselben Merkmale, die auch im Sport erforderlich sind? Wer fängt an? Also die Frage ist ja, was möchte man auf der Körung sehen und was möchte ein Dressurreiter sehen? Und was ist vielleicht, oder ist das ein Gegensatz? Eignungsprüfung, ne? Für den Friesen, eine IBOB, ABFP. Also wir haben den Rassetyp mit viel Aufrichtung und die Aufrichtung ist natürlich, kann schon mal ein Problem darstellen, um Pferd in die Tiefe zu reiten und das ist, denke ich, für einen Dressurreiter auch manchmal ein Vorteil, wenn nicht so viel Aufrichtung da ist. Und das Arbeiten mit dem Pferd vielleicht auch einfacher gestaltet. Man möchte es natürlich nicht weghaben, es gehört ja irgendwie auch dazu. Ne? Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, aber ich denke auch, dass ein Dressurreiter, der findet ja diese Pferde schon. Es sind ja, wir haben ein Zuchtziel, aber nicht jedes Pferd ist ja zu 100% dem Zuchtziel entsprechend. Und ich finde, jeder kann so sein Pferd auch finden. Wie Vielfalt ist ja da. Und es gab ja auch mal, oder ich höre das immer öfter, dass es noch unterschiedliche Abteilungen geben soll, dass man sagt, man züchtet die Sportpferde und die Körungspferde und die Zuchtpferde. Ne? Genau. Halte das fast für schwierig, weil ich finde, dass man das Pferd finden kann, es gibt sie schon. Wir haben beides. Ne? Und ich denke schon, dass es Merkmale gibt, die für ein Dressurpferd zum Beispiel wichtiger sind, wie eben die Aufrichtung. Ne? Ich habe auch mal mit einem Dressurreiter gesprochen, der gerne säbelbeinige Pferde nimmt. Weil er sagt, er hat da schon die Tendenz in Richtung unter den Schwerpunkt treten. Ne? Das war jetzt da die Meinung. Das Zuchtziel sieht es ja anders. Ne? Ich weiß nicht, ja, man sagt, und auch die Veterinär sagt, dass die Verschleiß mit Säbelbeinigkeit größer Etwas ist. größer So, ist, dann ist es natürlich, wie lange man Sport
Ja. Richtig. macht. Aber wenn man denkt von Basisniveau bis zum höchsten Niveau 7 Jahre, dann ist mit Säbelbeinigkeit wird es doch ein bisschen schwer sein. Ja. Weil die Verschleiß und auch sagt man, aber diese Mann oder Frau, die sagt anders, man sagt, wenn die Gruppe zu abfallend ist und oft mit Säbelbeinigkeit zusammen, dass dann es schwer ist, um unterzubringen. Für Kanten auch, ne? Ja. Hab Und ich Ja, auch okay, gehört. ich habe zu mich kippen. gewundert, dass das da ein Argument war, ne? Aber Ja. ich habe dein Ja. Argument auch gehört, weil es optisch sieht das so aus, ob es Pferd mir zum Tragen kommt. Aber dann ist die Frage, kommt es zum Tragen? ja. Aber das finde ich im KFPS und auch über uns im DFZ ganz gut geregelt. Man kann zum Beispiel, sieht man ja, man sieht viele gute Pferde, die eine gute IBOB reiten, die vielleicht nicht unbedingt Kron sind oder Modell sind, die vielleicht Steher sind, zweite Prämie, vielleicht Stammbuchstuten sind. Also ich finde, da gibt es diese Pferde, dass man das unterscheiden kann, dass man es raussuchen kann, das Pferd, was ich dann brauche. Ja? Also ich glaube nicht, dass das so entgegengesetzt ist. Was habt ihr denn lieber? Eine Modellstute oder eine Sterstute mit einem hohen IBOB? Oh, ich möchte beide haben. Du möchtest beide haben, ja, ich auch. Aber wenn man wählen müsste, was Ja, hätte man lieber? ich glaube, so einfach ist es nicht. Ne? Ich glaube, man muss immer einen hohen Anspruch haben. Man will natürlich auch auf Körung gut abschneiden. Man will aber auch vor allen Dingen ein gesundes und vitales Pferd haben. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich muss immer wieder sagen, da hilft uns das KFPS wirklich sehr. Alleine mit der Datenbank, die Mutterstämme, die Fruchtbarkeit der Mutterstute, der Generation davor, man kann da so viel rausgreifen. Also ich möchte wirklich nochmal einen Appell richten, auch an die jetzt versuchen vielleicht zu sagen, okay, ich fange jetzt an zu züchten. Ja, dass man da wirklich sich beraten lässt, auch mal reinguckt. Man sieht ja die Langlebigkeit der Stuten. Man kann in die Datenbank reingucken, die Mutter ist so alt geworden, so viel Fohlen gebracht. Das wird auch bei Körung manchmal gesagt, das ist die Stute, die Mutter hat die so und so viele Fohlen gebracht, so und so viele Fohlen gesund gebracht, so alt geworden. Also da kann man schon Gesundheit und Vitalität ganz groß nach oben stellen. Und zu sagen, ich will jetzt das absolute Modellpferd züchten, ich glaube, das kann man sich wünschen. Aber ob das immer so Schön, wenn es eintritt, aber Aber meint ihr, das geht immer gleich? Nee. Ein Modellstute hat dann auch gleich. Nein. nein. Es gibt sehr gute Stammbuchstuten, die Ja. beste Fohlen machen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Super Gebrauchsweise. Vom Papier her sind die Fohlen dann sicherlich nicht so begehrt, als wenn sie aus einer Kronenstute oder was kommen. Muss man einfach so sagen. Aber deswegen kann das Fohlen vom Typ her unter Umständen besser sein als das aus einer Modellstute oder Ja, sonst es gibt natürlich auch präferente Stammbuchstudien. genau. Hè? Ja. Und das ist glücklich, dass es Ja, auch sehr gut sowas. gibt. Ja. und schön, dass diese auch eine Chance bekommen. Ja. Oft bekommen sie es nicht. Ne? Ja. Man weiß es manchmal gar nicht, wie gut wer- züchten die doch. Ne? Die, Und wer Zuchtschauen besucht, der sieht das ja auch. Man hat den Katalog, man sieht das. Hier kommt ein Fohlen zum Beispiel aus einer Kronenstute, da kommt ein Fohlen aus einer Stammbuchstute. Das Fohlen ist besser von der Stammbuchstute als das Fohlen von der Kronenstute. Das ist nicht so einfach, es Zucht nicht. Zu sagen, ich habe eine Stammbuchstute oder ich habe eine Kronenstute und züchte der besser, das geht nicht. Das wäre zu einfach. Ja? Aber man muss den anderen Stuten auch eine Chance geben. Wenn einer jetzt zum Beispiel eine Stammbuchstute hat, soll er ruhig versuchen. Warum nicht? Warum soll er nicht versuchen zu züchten? Ja? Man muss nicht nur. Es hat auch schon sehr viele Modellstuten gegeben, wo nicht ganz viel gute Fohlen rausgekommen sind. gibt es auch. Also Ja. das ist kein Garant. Nein, Nein, Das ist, das sehen die das Richter auch ist nicht so, eine, glaube ich. das Ne? ist eine Exterieurkörung, die hat ein besonderes Exterieur, die hat ein super Gänge, die hat eine gute Leistung erbracht und deswegen wird die aufgrund dessen, dass sie einen Fohlen, das ist die einzigste Bedingung, wird so ein Pferd dann Modell. Das sagt aber gar nichts darüber aus, wie sie weiter vererbt. Also Maar vinden Sie dann, dass die Stuten auch frei laufen müssen in Zukunft? Finde ich sehr wichtig. Auf der Zuchtschau meinst Auf du, der oder? Zuchtschau. Ob die Ich würde dann das- auch ich würde im das- Käfig laufen müssen. Ich würde das sehr begrüßen. Weil dann ist das, das kann ja, wie sagt man das, ein Modell, die dann am Hand sehr gut gelaufen hat und danach noch vielleicht Sport sehen lässt. Wenn man eine Stute auch frei bewegt, dann wisst man mehr. Hat man weniger Einfluss von Vorbränger. ja. Und, ja. Und man macht das ja schon bei den Hengsten. Ja, bei Hengsten, aber bei Ja, den ja, Stuten. man macht das ja schon bei den Hengsten.
Also warum? Ne? Also es ist doch schön auch zu sagen, man lässt die vielleicht die Ja. Stunden auch so laufen. Denn umgekehrt kann es auch sein, ein Pferd, was an der Hand vielleicht sich nicht so zeigen kann, Ja, das freilaufend eben doch deutlich Ja. besser sich zeigen kann. Ja. Wäre bestimmt, also ich finde es erstrebenswert, ist es durchführbar. Das ist natürlich, Ja, das muss man ausfinden, dann, ob wie man das ob man das durchführen kann. handeln kann, ne? Also Ja. kann man das leisten auf allen Zuchtschauen. Das ist, ne? Ja. Ja, Denn das ist, ja klar, oder vielleicht. immer das Beste, dieses Ja. Freilauf eigentlich, ja. Ja. Ja, es gibt natürlich Merkmale, die von funktioneller Bau wichtig sind, denke ich. Das ist eine leichte Kopf-Genick-Verbindung, ne, das bleibt, denke ich, sehr wichtig. Und dann auch nicht zu vertikal. Es gibt doch viele Dressurreiter, die sagen, okay, schön, man hat etwas, aber zu viel, dann ist es nicht mehr zu bearbeiten. So, jetzt haben wir dann mit Linie-Score 40 als Ideal, vielleicht muss das dann 35 sein, dass es nicht zu vertikal wird, der Haarstand. Ja, gut entwickelter Widerrist ist natürlich wichtig, auch für den Sattel, aber auch, dass der Widerrist umhochgehen kann im Lauf. Starke Rücken und gut bemuskelt, so dass, ja, das ist, denke ich, ein Punkt, was noch sich verbessern kann beim Friesen. Starke und breite Lenden, und das ist, denke ich, noch immer ein bisschen auch ein schwerer Punkt bei den Friesen, ist oft zu straff oder zu weich, so dass die idealen Lenden, das ist doch herrlich, wenn das die Bewegung fließend über den Rücken geht. Na, das ist nicht so einfach bei Friesen. Eine lange Gruppe, denke ich, dass das sehr wichtig ist für Sport. Aber letztendlich immer gut, ne? Die Ja, Oberlinie, aber- ja, ja. wichtig für alle eigentlich. Ja. Ja, auch für die Gesundheit und Den ganzen Bewegungsablauf. ja. Und dann lange Fesseln für die Federung. Weil das im Gebrauch ist das natürlich wichtig. So, das sind die funktionelle Bau, denke ich. Ja, dann sind wir, glaube ich, schon bei der Schlussfrage angekommen. Oh. Wonach wir nochmal mit den Fragen von Leute zu Hause weitergehen. Der Schlussfrage für heute Abend ist, was würdet ihr in den kommenden Jahren gerne an das Friesenpferd verbessern? Guck's mich an. Ich habe die Frage gelesen und habe gedacht, ich sehe gar nicht so viel Verbesserung. Klar, gesunde Erhaltung und so weiter, klar, solche Faktoren, alles, was wir ja schon im Zuchtziel haben. Für mich ist das Pferd so, wie ich es haben will. Tatsächlich. Also dafür brenne ich ja dafür, ne? Also ich möchte schon gern den Rassetyp erhalten und dabei ein vitales und gesundes Pferd haben. Und das haben wir ja. Natürlich gibt es Baustellen hier und da, aber ich habe da jetzt keine Wunschliste, ehrlich gesagt. Bin da schon begeistert. Ja, ich sehe das ähnlich. Das Friesenpferd hat sich aus meiner Sicht zum Positiven verbessert, aus sportlicher Sicht gesehen. Natürlich hat sich auch die ganze Nutzung geändert. Es ist nicht mehr der typische Arbeitspferd, wie man es früher hauptsächlich gebraucht hat. Es wird auch anders benutzt und ist auch anders gewünscht. Und durch diese Zucht im geschlossenen Stammbuch ist man meiner Meinung nach recht weit gekommen. Natürlich müssen wir unbedingt auch die Unverwandtheit und auch die Inzucht weiterhin richtig im Auge behalten. Wir sollten auch noch weiter forschen. Wir haben ja jetzt schon diese DNA analysieren können für Zwergenwuchs, für Fuchsfaktor. Wasserkopf, Wasserkopf und was war das noch? Fuchsfaktor. Ja. Und Fuchsfaktor. Die drei. Da sind ja auch noch andere Baustellen im Moment, die da in Arbeit sind, so viel ich weiß. Was auch bei Friesen häufiger auftritt, das ist, Holländer sagt Schluckdarm, also Schlundverstopfung. Das soll ja angeblich auch eine genetische Geschichte sein, die man auch noch nicht bis ins Detail erforscht hat.
Und was man auch immer wieder mal hört, wir wollen nicht nur Positives sagen, vermehrt auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Nachgeburtsverhalten bei Stuten. Das ist wohl so. Es ist unterschiedlich, muss man sagen. Die einen haben gar nichts, aber es treten häufiger auf als beim KWPN oder beim Hannoveraner. Dass man in diese Richtung auch, also im Oberbegriff die Gesunderhaltung, dass man das weiterhin verfolgt und nach Möglichkeit analysiert und dann auch noch verbessert. Das wäre mein Wunsch. Ansonsten denke ich mal, sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Wir müssen auch das KWPN-Pferd und den Hannoveraner nicht neu erfinden, die gibt es schon. Nicht kopieren. Wir sollten den, nein, ja, sehe ich auch so, wir sollten den Friesen, wer ihn mag, so nehmen, wie er ist. Und ich bin der Meinung, dass es züchterisch sich nicht verstecken muss, dieses Pferd, dass wir da auf einem guten Weg sind und bin mit dem soweit zufrieden, muss ich sagen. Ja, ich kann da nur, meine Ansicht ist der gleiche, wie Hans-Jürgen hat auch. Also das ist alles wichtig, was er gesagt hat, und richtig. Eine Aufgabe, finde ich, für die Zucht in der Zukunft wird es sein, eben wie gesagt, die Gesundheit, die Vitalität ganz wichtig oben zu halten, und für mich persönlich ist der Charakter ganz wichtig, dass wir den erhalten vom Friesenpferd, unabhängig, ob das Pferd jetzt mehr sich zum Sport fährt, mehr geritten wird, mehr in Dressur wird, mehr gefahren wird. Also ich glaube, der Charakter, das ist ja das, was wir eigentlich beim Friesenpferd so wertvoll finden, zu der Bewegung, zu dem Aussehen, dass wir das unbedingt erhalten, den Charakter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, und wenn wir diese Aufgabe erfüllen in der Zucht, dann sind wir, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Und Sie haben noch gesagt, dass die jungen Leute in Deutschland züchten. Ja, es ist generell nicht so einfach. Ne? Man muss ja viele Sachen, wir haben ja heute Abend zum Beispiel darüber geredet, diese Schwerpunkte, diese Faktoren, diese Probleme, die es vielleicht auch gibt für den einen oder anderen, aber vielleicht ein Rat nochmal an Leute, die jetzt vielleicht anfangen zu züchten oder vielleicht auch schon gezüchtet haben, das eine oder andere Fohlen. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, fragt, das ist uns auch so gegangen. Ne? Es gibt nicht den goldenen Weg in der Zucht. Man braucht nicht nur Glück, man muss auch ein bisschen Wissen haben und viel Erfahrung. Und warum kann man nicht zu irgendeinem gehen, der schon lange züchtet, und sagen, okay, was meinst du, kannst mir helfen, welche Anpaarung? Und es wird ja auch gemacht. Das KfS hat es ja auch gemacht in bestimmten Fragen, dass sie gesagt haben, okay, hier gibt es eine Stute, habe ich neulich gerade wieder in der Zeitung gesehen, hier ist eine Stute, welcher Hengst würde passen? Welche Verbesserung kann man machen, dass man das mitnimmt. Ne? Also Zucht ist nicht nur Verbreitung, Vermehrung, Zucht sollte immer Verbesserung sein. Ne? Und wie gesagt, um das mit dem Friesenpferd nur abzuschließen, der Charakter ist ganz wichtig in meinen Augen, dass wir den erhalten. Denn das ist ja das, was eigentlich das Friesenpferd so ausmacht. Und deswegen brauchen wir kein Hannoveraner und kein KWPN-Pferd irgendwie kopieren. Das Friesenpferd soll das Friesenpferd bleiben. Ja, ich habe eine Liste. Sehr gut, sehr gut. Und dann persönlich für mich, das schnelle Hinterbein, das ist immer, was ich noch suche, für meine Stuten, immer zu verbessern. Ich denke auch im Allgemeinen von das allgemeine Friesenpferd. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir Pferde mit speziellen Eigenschaften noch ein bisschen mehr Chance geben. Ne? So, ich denke, wenn wir nur so Durchschnitt züchten, das ist ja ein bisschen schade, weil man braucht vielleicht einen sehr guten Galopp, und wenn dann der Schritt vielleicht etwas weniger ist, muss man dann doch ein bisschen, ja, damit vielleicht ein bisschen mehr Chance geben. Ich denke, dass vielleicht es hilft, dass die Decklimit für Hengste, die hocher verwandt sind als 18%, dass die dann ein Decklimit bekommen. Ich denke, das wird helfen. Ich denke, das ist schwer mit die eigene, aber noch mehr an der niedrigen Verwandtschaft arbeiten. Und das ist auch eine Manier, um das nicht mehr als 18% und dann ein Decklimit zu geben. Mehr Daten sammeln, denke ich, noch mehr als das wir heute machen, auch DNA, aber auch das Untersuch über die Versauerung der Muskeln beim Friesen ist echt anders als bei KWPNers. Man hat dann viel mehr Wiederherstellungszeit nötig, als man denkt. Man denkt immer, oh, jetzt ist mein Pferd 3 Jahre, kann ich 5 Tage pro Woche arbeiten, aber das ist echt nicht so. Da hat man natürlich ein Herzfrequenzmessgerät
Ich habe es aufgeschrieben, weil ich wusste das nicht. Ja, das sind immer, es gibt viele Entwicklungen, die helfen können, um noch mehr und besser zu werden. Freie Bewegung, denke ich. En ich denke, dass die Zukunft, die ABFP-testen nur von 4 Jahren ab. Ja, da will ich auch für. Und ich Nicht denke, ab 3? Nicht ab jetzt 3? ist 3, aber das ist es gibt Ja. viele Pferde, das ist zu früh, Die denke sind ich. nicht so weit. Der Meinung bin ich auch, ja. Bei der E-Book geht es ja ab 4 erst. Ja, Und das ist vollkommen ausreichend. Ja, aber wenn wir dabei sind, was wollt ihr dann mit den Hengsten? ja auch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, Wenn ein ABFP-Test schon viel ist, dann ist eine Hengstleistungsprüfung mehr, Ja. denke ich. ja. Na, wenn der Trend dahin geht, dann muss man das sicherlich für alle machen. Ja. So ein Tierenwohl. Man fängt ja auch früher an zu trainieren, sowieso darauf hin. Und das wird im Ganzen zu früh angefangen zu arbeiten. Ne? Ja, und Ja. auch, ich finde es immer, ja, das ist vielleicht meine romantische Idee, aber ich denke, jedes Pferd, die verdient es, um 2 Jahre wie sagt man es, in der Wiese zu sein. Und die junge Hengste, die, ja, nach 1 Jahr müssen die schon üben und alles. Das finde ich zu früh. Ja. Deswegen, Das es ist ja nicht ein der Tag, Tierleben, das, denke ich. sie werden dann auch eben vorbereitet schon im Vorfeld. Ja. Und Ja. das macht es dann noch früher. Ne? Ja. Und ja, das ist für Tierwohlsein, denke ich, werde das schön sein. Nun wartet natürlich der Hengstbesitzer auf die Ergebnisse der ABFP. Ja, es wird dann teurer, ne? Ja. Das ist natürlich. Da wird's, Das ist eine ist auch nicht, wirtschaftliche, wirtschaftliche Ja. Frage. Das, Ja. das steht außer dass da Rede. Ne? die Ergebnisse dann irgendwann erwartet werden. Ja. Dürfte. Ja, und noch ein Ding, das Schritt, das muss noch verbessern bei dem Friesen und die losgelassene Schritt, so weit sind wir noch nicht. Das ist natürlich auch eine natürliche Weise, wie wir dann die Pferde vorbringen und auch küren. Aber so ein Pferd mit einem Schritt, mit einem losgelassenen Rücken, ja, das ist eigentlich, was wir gerne sehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einhaken. Ich finde das schön, dass Luisa das so sagt. Aber viele denken auch, das Pferd, das ist von alleine. Talent ist ganz wichtig beim Pferd, beim Friesenpferd auch. Talent ist ganz wichtig. Aber dazu gehört dann auch immer noch Ausbildung und Training. Das darf man nicht vergessen. Nur alleine Talent reicht nie aus. Man muss das in einer guten Kombination sehen. Talent und Ausbildung. Ja? Wann man das jetzt macht, wie man es macht, das ist eine andere Geschichte. Aber nur alleine Talent wird nie reichen. Ne? Wenn man zum Beispiel einen Schritt verbessern will, dann muss man das üben. Dann muss man das trainieren. Ja? Wenn man das so haben will, ne? Dann ist das eine Sache, die auch durchs Training geht. Und das darf man auch nicht vergessen, dass man die Pferde auch trainiert und die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern. Schön. Ich denke, wir gehen weiter zu den Fragen. Oh, Fragen gibt's auch? Ja, es sind nicht so viel, aber ein paar Fragen. Eine junge Dame, die fragt sich, bei der Hengstenleistungsprüfung ist auch Untersuch gemacht nach Puls- und Atemfrequenz. Ja. Würde das eine gute Idee sein oder eine gute Hilfe sein beim Zuchten für mehr Ausdauer? Da fehlt mir jetzt tatsächlich ein bisschen der Hintergrund. Also bei den Hengsten, sagt sie, wird Puls- und Atemfrequenz gemessen. Ob ihr meint, dass das jetzt für die Ausdauer, das Pferd, die Gesundheit, eine gute Messung sein würde, damit wir das mitnehmen können in die Zucht. Ja, dass man da praktisch, ich weiß nicht, ob es dahin geht, dass man diese Daten sammelt, um einfach. Genau, okay. Und dann wird vor und nach dem Training, nach Belastung gemessen? Das weiß Wie ich wird nicht das genau. gemacht? Ja, das wird vorher und Vorher danach. und nochmal Aber nach einer Zeit. das hat mehr zu tun mit der Wiederherstellungszeit. Und dann denke ich. Ja, wie schnell nach der Wie Arbeit schnell? der Atem wieder normal Ja, ist. aber auch, dass zum Beispiel, wenn man sehr viel gearbeitet, ein junges Pferd viel gearbeitet hat, muss man die nächste Tag nicht arbeiten, weil die Wiederherstellungszeit dauert. Die Übers- Und das kann man auch messen. Ja.
Wichtig sind, denke ich mal, sämtliche Daten, die man erfassen kann, um überhaupt erstmal ein Bild draus zu machen Genau, ja. und dann das Positive draus abzuleiten. Ja. Ne? Wenn man das jetzt mal so vergleicht, ich wusste nicht genau, wie das bei dieser Hengstleistungsprüfung ist mit dieser Messung, aber im Endeffekt ist es bei jedem Turnier nach einer gewissen Zeit, werden die Pferde gemessen, nach einer Zeit werden sie wieder gemessen, wo ist der Puls, und das ist eine ganz normale Geschichte eigentlich, und das gehört zum Tierschutz sicherlich genauso mit dazu. Würde ich Ja. positiv sehen, ja. Ja? Ja. Noch zwei Fragen und dann gehen wir wieder die Wärme in. Sollten wir eigentlich verschiedene Zuchtzielrichtungen haben für Reiten und für Fahren? Also Reiten und Fahren, ihr macht beide. Braucht man verschiedene Richtungen oder geht das mit das gleiche Pferd? Das geht mit dem gleichen Pferd. Letztendlich. Ja. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Das wird ja auch gemessen, das kann man ja auch selber messen lassen durch Tests. Es gibt ja diese Reitpferdeprüfung, es gibt diese Fahrpferdeprüfung. Aber ich glaube, das Friesenpferd, und das ist ja ein großer Vorteil vom Friesenpferd, dass das wirklich in der Lage ist, beides zu können. Vielleicht sollte man noch unterscheiden zwischen dem Dressurfahren und dem Showfahren. Da kann man eventuell doch nochmal andere Merkmale ansetzen, wobei das natürlich in Deutschland kaum verbreitet ist, das Showfahren. Also ich wüsste gar nicht, ob es das überhaupt ob es da jetzt in so einer kleinen Population, letztendlich haben wir ja keine Riesenpopulation bei den Pferden, ob das überhaupt machbar ist, umsetzbar ist, da noch zu gucken. Aber auch da, denke ich, haben wir die unterschiedlichen Pferde schon. Und Linien, Und von die der- schon Ich muss immer denken an Sieber in Menkema, die gibt dann auch Clinics, auch für die Anfänger und so. Und die immer sagt, ja, für ihn ist das dasselbe Pferd. Die kann auch sehr hoch kommen mit Showfahren und auch Dressur. Ja. Er Und hat das ja sieht man Beispiele auch dafür. mit Ja. Eisen und mit ganz unterschiedlichen Hengsten, die beide sehr gut machen. Ne? So ein Vorteil Ich vom denke, Friesenpferd. die Trainierung ist sehr wichtig, dass alles sehr verantwortlich geschieht. Sicherlich gibt es auch Pferde, die einen neigen besser zum Reiten, sage ich mal, und andere sind besser vorm Wagen geeignet. Aber dass man daraus eine extra Zuchtlinie machen sollte, ich denke mal, wenn wir so weitermachen wie bisher und peu à peu auch etwas besser die Zucht oder noch weiter verbessern, werden wir immer beide Sorten haben, ohne gezielt jetzt ein Reitpferd züchten zu wollen. Wenn es dann besser ist vorm Wagen, ja, dann findet es auch seinen Abnehmer. Ja, und es gibt ja sicher Hengstlinien auch, die ein bisschen mehr in die eine oder Ja, andere Richtung auch gehen. Man ne? kann das wählen. Es gibt natürlich. diese Vielfachtalente. Ich denke nur, die Jersey ist ja jetzt so ein Ja. hier dreimal, also wo man denkt, Wahnsinn. Ich meine, das ist auch Ausnahme, denke ich, aber Ja, der CC hatte dann einen extrem hohen IBOB im Reiten, Dressurfahren und im Schaufahren, ja. ne, in Talpferd. Ja. Wo man dann sieht, okay, es geht auch. Aber ist das denn ein Ausnahmepferd oder sollten Ich denke, alle in das der so Qualität schon. Das In der denke ich. Qualität ist das schon Ausnahme. Ja, aber die Leute haben auch keine Mühe gespart. können? Und Das war Training i- meinst ja, du? Auch, Ja, das ist, was Ralf das, auch meinte. die hatten das Ziel vor Augen und haben das Ja. perfekt Ja. gemacht. Man muss das auch wirklich Und- erkennen können, ne? Das ist nicht so einfach, das erkennen können. Ja, Ne? Also man muss das sehen, man muss das versuchen zu erkennen. Und da muss man natürlich auch genug Mut haben dazu. Ne? Ich muss mal so nebenbei, wenn ich dann so sehe, erfolgreiche Pferde werden ja nicht gleich geboren. Ne? Das gibt so viele Unterschiede. Ne? Das ist Gosse jetzt zum Beispiel, der neue Deckhengst 526, ohne ihn jetzt hervorzuheben, ist nur als Beispiel das 10. Fohlen gewesen aus der Stute. So viel Mut muss man erst mal haben, 10 Fohlen aus einer Stute zu ziehen und dann, ich will bloß mal sagen, die Bedeutung. Es sind ja nicht gleich so eine Pferde gleich zum Anfang gekommen in der Zucht. Wenn man jetzt eine Friesenstute hat und züchtet, hat man nicht gleich beim ersten Fohlen diesen Erfolg. Man muss auch Mut dazu haben. Mut. Letzte Frage. Wann wird das erste Friesenpferd auf die Olympia zu sehen sein? Das dauert nicht mehr lang. Wir wünschen uns das sicherlich sehr, sehr. Ja. Ne? Aber
Ich glaube, da kann Doch, er. ein bisschen wird. Ja. Es ist schon noch ein weiter Weg, aber die Tendenz ist ja super. Also wir haben ja mittlerweile die Friesen auch im internationalen Sport. Sicher ist das noch ein großer Schritt, da ganz an die Spitze zu kommen, aber Weltreiterspiele haben wir schon geschafft. Ja, das hängt auch von die Competition ab. Hè. Ich denke, im Ausland wird das schneller sein als in Holland, weil Oder in es gibt Deutschland, so ja. viele gute KWPN-Pferde, um dann dazwischen zu kommen. In Team meinst du? Ja, Ja. Ja. und vielleicht in Belgien oder in Katar oder irgendwo Ja. wird es Ja. vielleicht schneller gehen. In Russland gibt es auch ein sehr gutes Pferd, die fast da war. War schon Ja. fast im Ja. Kader, ne? Ja, Ja. ging es schon mal drum. Also Ja. wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Ja, aber wenn, 10 Also ja. Jahre. 10 Jahre. Na, 10 Jahre. ich würd mich vielleicht nicht so festlegen. Aber wie gesagt, es gibt ja Ausnahmetalente. Es gibt ja Ausnahmepferde, ne, die dann auch mal rausragen. Aber ich glaube, den Anspruch jetzt dazu runterzubrechen aufs Friesenpferd, dass wir jetzt unbedingt Olympische Spiele reiten müssen mit diesem Friesenpferd. Wenn es kommt, ist gut. Wenn es erreicht wird, ist sehr gut. Aber das Aber ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, genau. Das Ja. meine ich. Es soll immer noch das Friesenpferd bleiben. Ja. Das muss ich nicht vergessen. Ja, Ich vielleicht. hatte Hat uns sehr geholfen. gesagt, dass wir das, wie sagt man das, als wir Marketing machen. Das Friesenpferd ist ein neues Buch und ist alles darin, Auf Deutsch. auf Deutsch. Sehr gut. Handbuch. Und das ist etwas anderes als Beurteilen von einem Pferd, aber alles ist darin. Von Vorbereitung zum Körung, Verwandtschaft, was gibt es noch mehr? Werden wir mal even suchen. Pflichtlektüre. Alles, Das Friesenpferd, kleine Einmaleins für Fortpflanzung, Anfänger, würde ich sagen. Sport. Doch, das ist gut gemacht. alles ist darin. Und hoffentlich gibt es noch viel mehr deutsche Züchtercafés. Ja. Ich möchte auch euch ganz herzlich danken. Ihr seid ganz schön kalt geworden hier. Also ich möchte euch einmal einen Schal anbieten. Oh, ja, Vom ja, PS als Dankeschön, weil ihr ja Wunderbar, wirklich danke. jetzt blau geworden seid. Jetzt Und wird's blau. ich weiß nicht, Das war deine, ne? Ja. das Buch Beurteilen des Friesenpferdes, was man jetzt auch bestellen und kaufen und bekommen kann, möchte ich euch auch noch. Ja, schön. Schenken. Danke. Und wenn man das selbst hat, kann man das immer auch an einen Freund Ja, als geben. Geschenk. Genau. Ja, richtig. Ein wunderbares Buch auf jeden Fall. Und, Toll geworden. ihr habt das Dankeschön. alle vier Vielen, richtig vielen Dank. toll gemeistert. Respekt. Und Und du dann. vielleicht auch Der ein nächstes Vorsitzer. Mal. Ja, wir bedanken uns. Danke. Und auch die Gastfreundlichkeit hier zu sein.